Herr Präsident, der Damen und die Herren, ich will mal eine Merci aufhängen und den Interpellant, den honorablen Herr Fayo, den mit die Regierung interpelliert hat über die Strategie 2050, ECO 2050. Sondern dafür Merci, mir enttäuschen direkt, ich werde nicht über die Strategie schwätzen. Für was werde ich das nicht machen, mir für alle Rechte die Strategie als aufgeschlossen, Herr Fayo hat das selber gesagt. Zweitens, so ich auch ganz ehrlich, ich bin kein großer Fan von Strategien. Weil die Strategien, die gewöhnlich nicht ab, wäre doch nicht normal ist, weil immer Evenementer vorbausen kommen, an der Tummer an den letzten Monaten gesehen, die leider Gottes da machen, dass das, was den ja wert hat, nicht antrifft, dann spricht nicht all auf die externen Evenementer anzugehen. Mit dann aber mein Hauptgrund, lieber Kollege Fayo, wir leben haut an Hai. Und ich muss sagen, als Entreprisen und als Wirtschaft haben ganz viele Probleme am Moment. Extrem viele Probleme, ganz besonders, wenn ich klein an Mittelentreprisen gucke. Und da sind da, die wissen nicht, wie sie bis und dann vom Jahr kommen. Und ich muss so, wenn ich ein bisschen gucke, was von Herausforderungen an den nächsten Jahren, auch ob all die Entreprisen zukommt, dann stelle ich mir ganz viele Fragen. Und dafür wollte ich eigentlich damit mich ein bisschen mit den Herausforderungen, mit denen wir Haut an Hai am Mur konfrontiert sind. Und mit allem Respekt 2050 wird denke kommen, aber das ist also nicht das Problem, den die allerbesten Entreprisen Haut an Hai beschäftigt. Und ich will direkt mit einem Kanzler aufhängen, weil da doch ein bisschen an ihrer Rede angeklungen ist, für auch da ganz klar zu sehen. Ich meine, wir brauchen weiter an diesem Land Wirtschaftswachstum. Nicht egal was für ein Wirtschaftswachstum, ein nachhaltigen Wirtschaftswachstum, der natürlich Umwelt und Natur respektiert, der dort Sozialrechte von unseren Salarien respektiert, mit denen trotzdem ein Wachstum hat. Ich verwirre mich dafür auch gegen so Theorien von die Growth, Décroissance, negative Wachstum, weil ohne Wachstum, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann eine Gesellschaft nicht evaluieren, kann man auch nicht das Sozialmodell, das wir im Moment tun, überhaupt weiterführen. Ich kann nicht so, für meine Fraktion, auch für mich sind all die Modelle keine Option. Für uns brauchen wir weiter an dem Land einen gesunden Wirtschaftswachstum. Ein zweiter Constat, den ich direkt machen will, die allergrößten Herausforderungen, mit dem an den nächsten Wochen wir werden konfrontiert sind, das ist Produktivität und Kompetitivität. Und ich muss sagen, wir haben immer zu den besten Schülern gehört, was Produktivität betrifft. Das wird leider Gottes an den letzten Jahren changiert. Das ist nicht Schuld von irgendeiner Regierung. Ich meine also kein Bashing von früheren Regierungen. Das wird einfach etwas damit zu tun, wie als Entreprisen evaluiert haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, für was die Produktivität nicht mehr so groß ist. Und das ist nicht der manste Grund, das hat mit der Bürokratie zu tun. Mit denen Betriebe sich daran nicht müssen rumschlagen, an denen nicht mehr erlaubt, ihre Core-Business zu machen, wo sie können wirtschaftlich Aktivitäten generieren. Das ist ein riesiges Problem, und das führt dazu, dass die Produktivität von vielen Entreprisen heraufgeht, und dafür haben die Entreprisen selber keine Responsabilität. Ich werde hier noch einmal auf den Punkt eingehen. Es ist aber wichtig, dass wir weiter an der Produktivität schaffen. Und es ist kein Produktivitätsfetischist, wir sagen aber auch, wir müssen ganz gut aufpassen, dass wir hier nicht den Zug verpassen par rapport zu vielen anderen Ländern, sowohl am Niveau von der Europäischen Union wie auch außerhalb von der Union. Und dafür müssen wir den dorten Punkt unbedingt mehr behalten. Und ich begrüße dafür, dass der Wirtschaftsminister und der Wirtschaftsminister auch einen ganz großen Akzent
op eng meestes gut Produktivitéit lädt, dat das wichtig, ohne Produktivität an dommer verbonnen Kompetitivitéit kann eng Wirtschaft sich net weiterentwickeln. Wat sind lo die ganz groß Herausforderungen vun der Lützeburger Wirtschaft, die hun schon pumol so dann schon och de Mitten net Zeit fir am 1. Band zu go nicht wiederholen sind einke ganz schnell, dat ich dass der Preis vun der Energie fir Betriebbar fir mech eng fundamental Herausforderung dann diewer Regulation, Simplifikation administrativ, Recherche an Evaluation, Talent Attraction an Skifleiche 6. Punkt dabei setzen, op den ichwer de Mitte Wegschnitt kann agoen, nämlich den vum Logement. E pu wie da iwwer de Preis vun der Energie. Das hat eine ganz interessante Diskussion. Wir wissen, dat man leider an das Gëcht Pummer gesot gin, keng Hëllefen méi kënnen ginn, weil die Europäische Kommission dat leider onméiglich mecht. Wir wissen aber auch, dat Energiepreis sowohl zu Lützeburg wie a ganz Europa leider ze héich sinn fir viel Entreprisen, d'Industrie, auch ganz viel Klein am Mittelentreprisen leiden und in den enorm heigen Energiekaschen. Wir müssen nicht wirklich fertig bringen, die an den nächsten Jahren aufzukriegen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir all renouvelable Energien gucken, viel mehr schnell, 403, wir müssen noch viel mehr schnell mit der Transition energetik hier kommen. Und ich begrüße auch hier die ganz vielen guten Initiativen, die hier vom Wirtschaftsministerium geholt gehen. Ich komme dann zu dem zweiten und dem dritten Punkt. Und ich wollte eigentlich damit nicht mehr darüber schwätzen. Ich habe an der letzten Tag ein paar Beispiele gekriegt, zu Wert Surregulation an Europa feiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und es muss wirklich damit darüber schwätzen. Die Urteil für uns ist ein überzeugter Europäer. Ich werde immer ein überzeugter Europäer bleiben. Mit möchte engem Heim schwer nach Europa zu leben, wenn ein bisschen guckt, was da für Reglementationen op d'Entreprisen iwwer Joren racken. Dann erlädt man 4 Beispiele dazu ziehen. Die hat gest eng passionant Diskussion iwwer Rolle vun der Finanzplatz an der Energietransition. An die hut zu Recht gesot oder all die Reden auch der Feier notamment, wie wichtig dat et wir dat Finanzplatzen déi Energietransition gife begleden. Aber die Damen an die Herren, ich kann nicht so in Lützeburg, an Schlöwen zu go, die vierische Regierung, wat man ja nicht so oft hier kennt, du hast ganz viel geschieht. Wir sind eng von den wichtigsten geringen Finanzplätzen. Neben Singapur und Asien sind wir wahrscheinlich die wichtigste geringen Finanzplatz an Europa. Wir haben auf der Börse extrem viel gering Bunsen. An den letzten Jahren können rausgehen, aber wir haben auch international eine ganz gute Reputation. Was das aber in der Zwischenzeit geschieht, die Europäische Kommission hat Konditionen für ERG-Fonds extrem kompliziert gemacht, Formalitäten kompliziert gemacht, mit dem Resultat, dass heute, erleichtert gut noch, kein einziger Fonds mit die reduzéiert Tax d'Abonnement aufreet, weil Chemie sich rümpfend, a Chemie überhaupt interessiert das, ënner dem ERG-Siegel zu funktionieren. Ich muss es so, wir hatten da eine Industrie, die am Gange war, sich zu developieren, die wichtig ist, die loren blockiert gin ass durch eng Iwer an zu Deel falsch Regulation. Ich gehe nicht ein zweites Beispiel. Ich sie kontaktiert gin vu Leiit, die eng fantastisch Start-up an dem Land en place gesetzt. Und übrigens auch da, ein Merci könnte man nicht dafür, auch in die freie Regierung, natürlich auch die aktuell, die ganz viel für Start-up gemacht haben. Auch in der Freie, mit dem ich nicht immer eins bin, mit ganz viel gemacht und nicht so auch ein Kehr auf 4 streichen. Wir haben entre-temps ganz viel Flot-Start-up an dem Land. Und da sind die ganz stark unterstützt von der Regierung, die lo am Gangen as ze emergieren, sie de Privatinvestisseur von die 70 Millionen Euro daran investiert. Wis der Uwert die am Moment am Gangen as ze scheitern, aber ma Pech hun werden sie nur an Amerika auswandern. Sie kree ke Bankekont
an dem Land mir opgemerkt het an dir. Sie kree ke Banke kommt mir opgemerkt. An dat is de Fall fir ganz viel Entreprisen, Fintechke an dem heiten Land. Ich komme zu engem dritte Punkt oder ein Aktualitätssujet. Liberty-Stil. Ich will nicht op die ganze Affäre goen, mir auch do et Herr Feio an nicht zu Summen gekämpft, weil das l'Origine vu Liberty-Stil. Dat das Konkurrenzrecht an Europa. Dat total unmöglich an unglücklich ist. Man engem normale Konkurrenzrecht wäre wahrscheinlich haut nach ArcelorMittal zu Diddling a gift dat Wirk flott an effikaz exploitieren. Durch Konkurrenzrecht an Europa ass dat ewer unmöglich gemacht. Feiert Beispiel lief Kolleginnen und Kollegen, an do kommen ich wahrscheinlich mal das, wer noch nicht kennt. Wir werden an den nächsten Moment mit einer Direktiv konfrontiert gehen, die Pay-Transparenz hecht. In der meisten wird das nicht so, dass wie so oft ein Direktiv, die eigentlich eine ganz gute Intention hat, nämlich die Egalität zwischen Männern und Frauen, was Payen betrifft, herzustellen. Weil ihr aber nur guckt, was da rauskommt, dann ist das ein Bürokratiemonster. Da werden die Entreprisen müssen an Zukunft verschiedene Kategorien für Salariat machen, für Payen. Das wird alles heute zu Lützeburg inkludieren, sowohl die staatlichen Institutionen wie die ganze Privatsektor. Das wird sich am Prinzip auf alle Entreprisen applizieren. Allerdings gibt es die Möglichkeit, dafür eine Option zu ziehen, dass zumindest die kleinen Entreprisen immer 100 Leute nicht werden drauf haben. Es so nicht, wann das könnt. Die armen Entreprisen, die das auch müssen an Zukunft umsetzen. Dafür mit allem Respekt für Europa müssen wir wirklich einmal gucken, dass den zum Teil die Regulationswahn an es so wirklich werde ich mengen. Ob benennen könnt, weil so nicht ist, werden mir geschwind haben an Europa. Ganz lang sind, weil da kennt Chemie hin, weder bei uns noch Frankreich Businessmen, a schwätzen wir mit jungen Leuten. Auch an der Kanner und Kanzkanner, die bleiben lieber im Ausland. Weil sie so zu Lützeburg geht so kompliziert, als wir gehen harassiert von Paperasserie und Bürokratie. Und das meine ich als der Toten eng von den absolut wesentlichen Herausforderungen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, ich will aber noch ganz kurz auf einen anderen Punkt eingehen, den man auch ganz urbeleidigt, das ist generell, wie wir in Zukunft auch als Wirtschaft diversifizieren. Wir sind nach einmal, und ich schwätzt eine Person, die wirklich nur auch bei der Finanzplatz ist, weil ich weiß, wie wichtig die Finanzplatz ist. Wir sind auch immer viel zu viel abhängig von der Finanzplatz. Sie viel Erfolge gemerkt von allen Regierungen. Wir haben bis Lohn noch nicht fertig gebracht, die Abhängigkeit darauf zu setzen. Nun muss ich auch sagen, wir brauchen nach wie vor den Finanzsektor. Und auch am Finanzsektor muss es zu einer Diversifikation kommen. Ich habe darauf von Green Finance geschwärzt. Ich wollte aber heute eine Lanze brechen für den ganzen Sektor von den Fintech. Weil ich meine, dass das wirklich eine formidable Sache ist, auch für die Zukunft von unserer Finanzplatz. Und wir werden, ich weiß nicht, da fertig bringen, für Ende vom Jahr ganz wichtig Gesetz zu stimmen, das MiCA, wo es um Blockchain geht, wo es auch um die ganz digitalisierte Banken geht. Da ist extrem viel Potenzial. Und ich gebe wirklich hoffen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir da fertig bringen, First Mover zu gehen, weil das wird uns zumindest erlauben, als Finanzplatz weiter auf einem hohen kompetitiven Niveau zu halten. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Wir leben in einer Welt von Multikrisen und geopolitischen Konflikten, die auch ganz große Konsequenzen auf wirtschaftliche Entwicklung weltweit an Europa, aber auch bei uns am Land werden haben. Wir kriegen dann nächste Woche mit einem Präsident Trump zu tun. Für den Protektionismus, Bilateralismus an Politik vom Deal wird an den Vordergrund von der amerikanischen Wirtschaftspolitik rückt. Das ist überlebenswichtig für Europa, für Lützeburg, dass wir zusammen, und ich betone das Wort zusammen, an Europa und an der Europäischen Union versichern, die richtig Antworten
op so eng Politik ze ginn, fir als europäesch Wirtschaft an dommerden och die Tausenden, besonders vu Klängen am mittlere Betriebe mat hier ganz vielen devoierte Maderbestrinnen am Mädersport ze schützen. Mit Dir vun ewer fir alle man hun Fedro gesot Kompetitivitéit an Europa mehr woch hai zu Lützeburg net als näher verleieren, an dofir brauche mir wirtschaftlich freundlich Umfeld. So ich merci für Aufmerksamkeit. Den Herr Görge will ich vorstellen, der Moser hält sich sicher hun. Merci Herr Moser no gelauscht, ich wollte Konstat auch net bewerten iwwer der Europäische Union. Ich wollte der schüst frohen, wie eng Parteiefamilie an der Europäische Kommissionspräsident stellt, dat Majorität am Europaparlament wie eng Parteifamilie dann an sich dat ganz mat verantworten op Kind sinn, dass dat Parteiifamilie as Merci. Also Herr Görge, ich muss so ich hun no wirklich kein Parteipolitik. Ich fand eigentlich traurig, weil Wirtschaft konzerniert das alle gut. Ich auch. Aber wir sollen halt Parteipolitik rauslassen. Das ist eine Frage von mir weitig, Herr Moser. Die können ja auch von Ihrer Platz. Das war nur für den weitig. Dafür lasse ich weitig. Merci. Es ist selbstverständlich wichtig, dass man aus dem Land Wurstum brauchen. Aber du hast nicht gesagt, was für ein Wurstum die an der Partei will. Die Wurstumspolitik, die wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, wo man massiv Immigration hatten, oder will da gerne an einen anderen an den anderen Wustumsmodell ragoen den halt op der Höchung von Produktivität an op einer qualitative Mesure geht. An du wollte ich gerne wissen, was von den zwei Modelle so an ihrem Kopf schwirft. Also Herr Weidig ist sie froh, dass man die Frage stellt, weil dir mischt nicht dir, mehr Partei mich heint und nervt. Ich stelle dir die Frage, wie mengt ihr, dass das Land funktionieren ohne Immigration? Wenn wir nicht Tausenden von Leuten hätten, die von als Entreprisen als Spitäler schaffen gehen, da kriegen wir keine Wurst. Und das ist nicht die Politik, die CSV will, dann ich meine auch nicht die Milch für den anderen.